Im bayerischen Ort Großbardorf hat eine Biogasanlage einiges bewirkt. Heidi Gessner ist auf dem Weg zu ihr. An der Biogasanlage liefert sie heute Gülle von ihren Rindern ab. Sie ist erst vor wenigen Jahren in die Fußstapfen ihrer Familie getreten. Das war für mich ein Grund, den Betrieb zu übernehmen, dass auch hier die Biogasanlage mit unserem Mist und unseren Substraten weiter beliefert wird. Diese Anlage ist erst 13 Jahre alt und hat im Dorf bereits vieles zum Positiven verändert. Noch 2005 sah es hier ganz anders aus. Außer Landwirtschaft gab es kaum Arbeitsplätze. Viele Menschen zogen weg. Moin Josef. Moin Josef. Der Bürgermeister und seine Kollegen vom Gemeinderat sahen ein Problem. Wenn es so weitergeht, dann stirbt das Dorf aus. Das war wie ein Pflasterstein in meinen Gedankengängen, war das also festgehangen. Also wo ich immer gesagt habe, das kann es eigentlich nicht sein. Wir müssen da was machen, Reinhold. Ja. Ne, das waren immer einstimmige Beschlüsse. Wie konnten Sie junge Menschen überzeugen, hier zu bleiben oder sogar hierher zu ziehen? Dann kam die zündende Idee. Saubere, aber vor allen Dingen günstige Energie für alle. Doch dafür braucht es Menschen, die investieren. Die Dorfgemeinschaft trifft sich zwar gern auf dem Volksfest, aber wird sie auch die Energiewende mittragen? Ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute machen nur dann etwas, wenn sie etwas für einen Geldbeutel tun, also damit sie Geld verdienen, oder wenn sie dadurch Geld einsparen, dann werden es erfolgreiche Projekte. Nur aus Idealismus können sich das die wenigsten leisten. Deswegen bieten sie ihren Mitbürgern eine Beteiligung am neuen Solarpark an. Ab 3.000 € Einlage kann jede und jeder mitmachen. Beste Ertragsmöglichkeiten, Module sind sauber. Jeder Tropfen Regenwasser nimmt den leichten Staub, Blütenstaub mit weg. Aber ich denke, 106 Menschen investieren. Im Herbst 2005 geht der eigene Solarpark ans Netz. Hier produzieren die Großbardorfer mittlerweile das 35-fache ihres eigenen Verbrauchs. Dadurch erhalten die Investoren eine hohe Rendite von bis zu 35%. Ansporn für das nächste Projekt. 2 Jahre später eröffnet sich eine Chance. Die zentral gelegene Dorfstraße soll saniert werden. Die Idee von Reinhold Beer: wenn die Straße schon mal aufgerissen ist, könnte man auch gleich Leitungen für Nahwärme verlegen. Und diese Nahwärme kommt natürlich aus der Biogasanlage. Sie macht aus Gülle Gold. Aus Bioabfall und extra dafür angebauten Pflanzen erzeugt sie Wärme und Strom. In der Biogasanlage in Großbardorf vergären die Abfälle und die Pflanzen in großen Behältern. Dabei entsteht brennbares Gas, Methan. Reinhold Beer kontrolliert die Blockheizkraftwerke, die im selben Gebäudekomplex sind. Verbrennen die Kraftwerke das Gas, erzeugen sie Strom und geben dabei Wärme ab. Die Wärme nutzen die Großbardorfer, um Wasser aufzuheizen, das über das Nahwärmenetz direkt zum Verbraucher fließt. Doch die Biogasanlage kann noch mehr. Heidi Gessner kann die Gärreste aus der Anlage als Dünger verwenden. Und sie sieht noch einen weiteren Vorteil. Wir sind viel vom Wetter abhängig, so viele Komponenten, die einwirken, dass wir am Ende vielleicht auch nichts ernten können. Und da hat eigentlich die Biogasanlage für uns noch mal so ein Stück weit Sicherheit gebracht. Ein Problem gibt es noch. 45 Einrichtungen und Haushalte beteiligen sich sofort am Nahwärmenetz. Aber das rentiert sich erst ab ca. 100 Teilnehmern. Es gilt, Skeptiker wie Bernhard Leicht zu überzeugen. Am Anfang habe ich ja nicht, wo es verlegt worden ist, damals schon, habe ich nicht rangegangen. Da war auch meine Heizung, sprich Ölheizung, noch okay.
Aber Reinhold Beer lässt nicht locker und Bernhard Leicht schließt sein Haus auch ans Netz an. Die meisten Nachbarn lassen sich überzeugen, weil das Netz in den Händen der Dorfgemeinschaft bleibt. Und es hilft auch, dass keine aufwendigen Umbauten nötig sind. Und gleichzeitig ist da das Glasfaser mit reingelegt worden. Das heißt, die haben jetzt nur da eine kleine Grube noch aufmachen müssen. Genau. Und war das dann rum. Ja, da war das Eiaufwasch. Machen. Und ich musste nichts mehr neu meinen ganzen Garten anlegen. Auch Christine Dehmer hat einen Nahwärmeanschluss. Wie seid ihr denn mit der Nahwärme zufrieden? Wunderbar, bis jetzt läuft alles. Also wir haben noch keine Probleme gehabt. Für die junge Mutter und frisch gebackene Hausbesitzerin war das sogar ein Grund, hierher zu ziehen. Wir wollten gern ökologisch bauen. Und dann kam uns natürlich auch noch zugute, dass es dieses Nahwärmenetz hier im Ort gibt. Das passt zu unserem ökologischen Gedanken. Günstig ist es auch nochmal im Vergleich zu dem, was wir sonst für Heizungen aufbringen müssten. Allein im vergangenen Jahr haben hier 13 Familien neu gebaut. Bis jetzt sind fast 100 neue Einwohner hinzugekommen. Und wegen des günstigen Heizpreises hat sich ein ansässiges Unternehmen sogar für eine Vergrößerung am Standort Großbardorf entschieden. Jung und alt arbeitet hier zusammen. Es ist eine schöne Energie, nicht nur von der Biogasanlage, sondern auch zwischen den Menschen hier. Großbardorf ist zu einem Musterbeispiel dafür geworden, wie ein Ort seine Energieversorgung selbst in die Hand nehmen und damit die Landflucht aufhalten kann. Eine gute Nachricht.